Papa, darf ich bei dir essen? Die Stimme war so leise, dass sie fast am eleganten Gemurmel des Restaurants, dem Klirren der Gläser, den gedämpften Gesprächen und der Instrumentalmusik, die alles in eine Blase luxuriöser Distanz zu hüllen schien, unterging, bis diese Frage wie ein Pfeil direkt ins Herz durch die Luft schoss. Der Millionär Herr Weber hob langsam den Blick. Vor ihm, mit kleinen, auf Brusthöhe gefalteten Händen und großen Augen voller Hoffnung und Angst, stand ein Straßenmädchen. Ihr beiges Dirndl war etwas zerknittert, ihre Sandalen abgetragen, ihr blondes Haar vom Alpenwind zerzaust. Aber ihre Augen hatten etwas, das Herr Weber nicht ignorieren konnte. Auf dem Tisch stand ein sorgfältig dekoriertes Zürcher Geschnetzeltes. Ein Glas Fondant glänzte unter dem warmen Licht des Gartens. Alles war perfekt, alles war an seinem Platz, außer diesem Mädchen. Und für einige Sekunden, die ewig schienen, atmete niemand. Hinter Herrn Weber riss ein elegantes Paar erstaunt die Augen auf. Eine andere Frau legte sich die Hand vor den Mund, als würde sie Zeuge von etwas Verbotenem. Ein Mann murmelte etwas von Sicherheitspersonal. Die Atmosphäre spannte sich an, doch Herr Weber sah niemanden außer sie. Das Mädchen sprach wieder, fast flüsternd: »Ich habe heute noch nichts gegessen, aber ich verspreche, nicht zu stören.« Das Schweigen wurde schwerer als Gold, und in diesem Moment bewegte sich etwas in Herrn Weber, etwas, das seit Jahren geschlummert hatte. Doch was er noch nicht wusste, war, dass diese einfache Frage ihn zwingen würde, einer Wahrheit ins Auge zu blicken, der er sein ganzes Leben lang ausgewichen war, und dass das, was dieses Mädchen mit sich trug, sein Schicksal für immer verändern würde. Wenn diese Geschichte bereits Ihr Herz berührt hat, abonnieren Sie jetzt den Kanal, um keine Geschichte zu verpassen, die Ihre Weltanschauung verändert. Und bevor wir fortfahren, teilen Sie uns in den Kommentaren mit, aus welcher Stadt Sie diese Geschichte hören. Wir möchten von Ihnen lesen. Herr Weber blickte wieder auf seinen Teller, dann sah er das Mädchen an und tat, anstatt den Kellner zu rufen, etwas, das alle sprachlos machte. Er schob seinen Stuhl leicht zurück. »Setz dich«, sagte er leise. Das Mädchen bewegte sich zunächst nicht. Sie schien es nicht zu glauben. »Wirklich?« fragte sie. »Ja, aber sag mir zuerst deinen Namen.« »Heidi.« Herr Weber spürte einen seltsamen Druck in der Brust. Dieser Name hatte Echos aus der Vergangenheit. Echos, die er jahrelang versucht hatte, zum Schweigen zu bringen. Heidi setzte sich vorsichtig, als hätte sie Angst, dass jemand jederzeit seine Meinung ändern könnte. Ihre Hände waren klein, etwas schmutzig, aber sie zitterten mehr vor Nervosität als vor Kälte. Der Kellner eilte herbei. »Herr Weber, das ist nicht angemessen.« Herr Weber hob eine Hand, ohne ihn anzusehen. »Bringen Sie ihr das gleiche Gericht wie mir.« Das Gemurmel um sie herum nahm zu. Einige blickten missbilligend, andere mit morbider Neugier, einige mit echter Überraschung. Doch Herr Weber wandte seine Augen nicht von dem Mädchen ab. »Wo sind deine Eltern?« fragte er ernst. Heidi senkte den Blick. »Ich habe keinen Papa und Mama ist krank.« Dieser Satz traf härter als jede soziale Kritik. Herr Weber spürte einen Kloß am Hals. Es war keine Schuld, kein Mitleid, es war Anerkennung. Denn in diesen Augen lag etwas, das ihm vertraut war. Eine Mischung aus Stolz und Hunger, aus Würde und Not. »Wie alt bist du?« 5. 5. Genau das Alter, das seine Tochter hätte er nicht zugelassen, dass der Stolz seine Ehe vor Jahren zerstörte. Der Gedanke kam ungebeten. Herr Weber hatte Finanzimperien aufgebaut, millionenschwere Bankgeschäfte ohne Zögern unterzeichnet, Führungskräfte ohne zu zögern entlassen. Doch in diesem Moment wusste er nicht, was er mit einem Mädchen anfangen sollte, das nur einen Tisch teilen wollte. Das Gericht kam. Heidi sah es an, als wäre es ein Schatz, aber sie begann nicht sofort zu essen. Sie sah zuerst Herrn Weber an. »Sicher, dass ich darf?« Herr Weber nickte, und als sie den ersten Bissen nahm, geschah etwas Unerwartetes. Es war nicht die Szene, es waren nicht die Blicke der anderen, es war nicht die Geste der Wohltätigkeit. Es war die Art, wie sie die Augen schloss, als sie das Essen probierte, als wäre es das größte Geschenk der Welt, als wäre sie das nicht gewohnt, als wäre jeder Bissen ein Wunder. Und Herr Weber spürte etwas, das er seit Jahren nicht mehr gefühlt hatte. Scham. Nicht, weil er Geld hatte, sondern weil er nie über seine eigenen Mauern hinausgeschaut hatte. »Ist du immer hier?« fragte er. Heidi schüttelte den Kopf. »Nur wenn jemand mich hier bleiben lässt. Manchmal gehe ich, bevor sie mich rausschmeißen.« Herr Weber presste die Lippen zusammen. »Und heute? Warum bist du gerade zu mir gekommen?« Das Mädchen zögerte. Sie sah ihn fest an. »Weil du aussahst wie jemand, den ich kenne.« Das Herz des Millionärs machte einen Sprung. »Wer?« »Mein Papa«, flüsterte sie. Die Welt schien stillzustehen. An einem anderen Tisch ließ jemand eine Gabel fallen. Herr Weber spürte, wie die Luft dichter wurde. »Dein Papa ist...« »Ich weiß nicht«, antwortete Heidi mit einer schmerzlichen Aufrichtigkeit. »Mama sagt, er ging, als ich ein Baby war,
aber ich glaube, er kommt eines Tages zurück. Herr Weber wandte für eine Sekunde den Blick ab, nicht weil er sie nicht sehen wollte, sondern weil er zum ersten Mal seit langer Zeit Angst hatte, dass ihn jemand innerlich sehen könnte. Und wenn er nicht zurückkommt? Fragte er fast flüsternd. Heidi zuckte die Achseln mit einer Mischung aus Unschuld und erzwungener Reife. Dann lerne ich, allein mutig zu sein. Dieser Satz durchbohrte Herrn Weber wie ein Spiegel, denn er hatte gelernt, stark zu sein, aber nicht mutig. Der Unterschied war enorm. Stark war, das Herz zu verschließen, mutig war, es zu öffnen. Und in diesem Moment begann Herr Weber zu ahnen, dass dieses Mädchen nicht zufällig an seinem Tisch gelandet war. Es war etwas mehr, etwas, das er noch nicht verstand, das ihn aber bald zwingen würde, sich der Vergangenheit zu stellen, die er unter Verträgen, Reisen und Schweigen begraben hatte. Heidi aß langsam weiter, mit Anstand. Sie verschlang nichts, sie bat nicht um mehr, sie bedankte sich nur mit den Augen. Und Herr Weber spürte, dass jede Sekunde an ihrer Seite einen Teil der Rüstung abbaute, die er über Jahre aufgebaut hatte. Was er jedoch noch nicht wusste, war, dass jemand, nicht weit von dort, die Szene mit verhaltenen Tränen beobachtete, und diese Person kannte ein Geheimnis, das alles ändern würde, denn dieses Mädchen hatte diesen Tisch nicht zufällig gewählt, und diese Nacht würde kein gewöhnliches Abendessen sein. Es wäre der Beginn einer Wahrheit, die Herr Weber sich niemals vorgestellt hätte. Und wenn diese Wahrheit ans Licht käme, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Heidi beendete den ersten Gang mit einer Zartheit, die nicht zu dem Leben passte, das sie zu führen schien. Sie ließ nichts übrig, bat nicht um mehr, trank nur einen kleinen Schluck Wasser und sah Herrn Weber an, als würde sie etwas viel Größeres als das Essen danken. Herr Weber war solche Blicke nicht gewohnt. Er war Blicke gewohnt, die auf Interesse aus waren, kalkulierende Blicke, Blicke, die bewerteten, wie viel sie von ihm bekommen konnten, aber dieser nicht. Das war ein reiner Blick. Ein Blick, der kein Geld verlangte, nur Präsenz. »Weiß deine Mama, dass du hier bist?« fragte Herr Weber und versuchte, die Stimme festzuhalten. Heidi verneinte sanft. Sie ruht sich aus. Wenn sie aufwacht, tut ihre Brust sehr weh und sie wird müde. Herr Weber spürte einen unangenehmen Druck am Magen. Ist sie krank? Das Mädchen nickte. Sie sagt, es ist etwas am Herzen, aber ich glaube, es ist Traurigkeit. Diese Antwort war nicht typisch für ein 5-jähriges Kind. Herr Weber hielt für eine Sekunde den Atem an. Traurigkeit. Dieses Wort war ihm nur allzu vertraut. Er hatte Traurigkeit am Gesicht der Frau gesehen, die ihn einst liebte. Er hatte Traurigkeit gesehen, als er entschied, Finanzgeschäfte über Geburtstage zu stellen. Er hatte Traurigkeit an dem Tag gesehen, als er das Wort Scheidung hörte, aber er hatte beschlossen, nicht zurückzublicken. Herr Weber hatte Schmerz in Produktivität, Verlassenheit in Ehrgeiz, Schuld in Unternehmensexpansion verwandelt. Und jetzt sprach ein Mädchen vor ihm von Traurigkeit, als wäre es eine körperliche Krankheit. »Wo wohnt ihr?« fragte er vorsichtig. Heidi zeigte auf die Hauptstraße. »In einem kleinen Zimmer«, Mama sagt. »Es ist vorübergehend.« Vorübergehend. Herr Weber kannte dieses Wort gut. Oft hatte er gesagt, seine Abwesenheit sei vorübergehend, seine Geschäftsreisen seien vorübergehend, seine Distanz sei vorübergehend. Aber die Jahre waren nicht vorübergehend, die Wunden auch nicht. Das Restaurant schwieg immer noch. Einige Gäste taten so, als würden sie nicht hinsehen, aber niemand war gleichgültig. Herr Weber bemerkte, dass eine Frau am Hintergrund sie aufmerksam beobachtete. Es war kein neugieriger Blick, es war ein intensiver Blick, als würde sie etwas erwarten. »Arbeitet deine Mama?« fragte er. Heidi zögerte. »Früher ja, jetzt kann sie nicht mehr viel.« Herr Weber begann zu spüren, dass jede Antwort eine Tür öffnete, die er lieber geschlossen gehalten hätte. »Und wie esst ihr?« Heidi sah ihn mit brutaler Ehrlichkeit an. »Manchmal essen wir, manchmal nicht.« Der Satz fiel wie ein Urteil. Herr Weber hatte Investitionen in 3 Ländern, Konten, die selbst am Schlaf wuchsen, Chalets, die er nie besuchte. Und vor ihm saß ein Mädchen, das ihr Leben in manchmal maß. Manchmal essen wir, manchmal nicht. Zum ersten Mal seit Jahren, Herr Weber spürte, dass Erfolg keine wirkliche Leere füllte. »Warum bist du genau an meinen Tisch gekommen?« fragte er sanft. Heidi sah ihn fest an. »Weil du allein warst.« Diese Antwort überraschte ihn. Herr Weber sah sich um. Es gab Menschen, es gab Lärm, es gab Luxus. Aber ja, er war allein. Und wenn jemand allein ist, fuhr Heidi fort, braucht er Gesellschaft. Dieses Mädchen bat nicht um Essen, nicht um Geld, nicht um Wohltätigkeit. Sie bot etwas an. Präsenz. Herr Weber senkte den Blick, erinnerte sich an Nächte in 5-Sterne-Hotels am Genfersee, wo die Stille lauter war als jede Stadt. Er erinnerte sich an lange Tische mit Managern, wo niemand über etwas Echtes sprach. Er erinnerte sich an das Echo seines eigenen leeren Penthauses und verstand etwas Unangenehmes. Er hatte ein Leben inmitten von Menschen aufgebaut, aber ohne jemanden. »Hast du Angst, allein zu sein?« fragte er. Heidi schüttelte den Kopf.
Nicht, wenn ich daran denke, dass mein Papa irgendwo an mich denken könnte. Herr Weber spürte, wie die Luft schwerer wurde. »Vermisst du ihn?« fragte er. Heidi nickte. »Auch wenn ich ihn nicht kenne.« Ja, dieser Satz war wie ein unversöhnlicher Spiegel. Denn Herr Weber wusste, wie es war, von jemandem vermisst zu werden, den er nicht sehen wollte. Er wusste, wie es war, wenn eine Tochter fragte, warum Papa nicht da war. Er wusste, wie es war, Ausreden zu hören und die Arbeit zu wählen. Die Vergangenheit begann, an die Tür seines Bewusstseins zu klopfen, aber er wusste noch nicht, dass diese Tür kurz davor stand, sich vollständig zu öffnen. Plötzlich tat Heidi etwas Unerwartetes. Sie streckte ihre kleine Hand nach der von Herrn Weber aus. »Danke, dass ich bei dir sitzen durfte. Der Kontakt war minimal, aber ausreichend.« Herr Weber erinnerte sich nicht, wann das letzte Mal jemand seine Hand gehalten hatte, ohne etwas dafür zu erwarten. Er erinnerte sich nicht, wann er zuletzt Zärtlichkeit ohne Strategie gefühlt hatte. In diesem Moment kehrte der Kellner unbehaglich zurück. »Herr Weber, der Geschäftsführer möchte mit Ihnen sprechen.« Herr Weber hob den Blick. »Sagen Sie ihm, ich bin beschäftigt.« Der Kellner zögerte. »Es geht um das Mädchen.« Herr Weber stand langsam auf. Das Restaurant schwieg wieder. »Das Mädchen ist bei mir«, sagte er fest, »und niemand wird sie rausschmeißen.« Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass er etwas verteidigte, das keinen Gewinn abwarf. Heidi sah ihn an, als sehe sie einen Helden, und das machte ihn unbehaglich, denn er wusste, dass er keiner war, zumindest noch nicht. »Weiß deine Mama, dass du deinen Papa suchst?« fragte er und nahm das Gespräch wieder auf. Heidi senkte den Blick. »Mama sagt, wir sollen niemanden stören, der nicht bleiben will.« Dieser Satz war ein direkter Schlag, denn Herr Weber war genau das gewesen, jemand, der nicht bleiben wollte. »Aber ich glaube«, fuhr Heidi fort, »dass Menschen manchmal gehen, weil sie Angst haben.« Herr Weber spürte, wie etwas in ihm zerbrach. Angst. Ja, er hatte Angst gehabt. Angst, nicht genug zu sein. Angst zu versagen. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst, mehr zu lieben, als sein Stolz erlaubte. Und aus Angst hatte er mehr verloren, als er jemals laut zugeben würde. »Und du glaubst, dein Papa hat Angst?« fragte er. Heidi sah ihn mit einer Weisheit an, die nicht ihrem Alter entsprach. »Ja, aber eines Tages wird er mutig sein.« Herr Weber konnte ihren Blick nicht halten, denn in diesem Moment verstand er, dass das Mädchen nicht nur über ihren Vater sprach. Sie sprach über ihn, aber da war noch etwas, das nicht passte, etwas in Heidis Augen. In der Art, wie sie ihn ansah, in der Art, wie sie ihn zu erkennen schien. Und dann geschah etwas, das ihn völlig regungslos machte. Von der anderen Seite des Restaurants begann die Frau, die sie beobachtet hatte, langsam näher zu kommen. Ihre Schritte waren fest, ihr Blick intensiv, ihre Augen feucht. Heidi sah sie zuerst und ihr Ausdruck änderte sich. »Mama!« Herr Weber spürte, wie sich die Welt etwas langsamer drehte. Die Frau blieb ein paar Schritte entfernt stehen. Sie schien nicht überrascht, sie schien entschlossen. Herr Weber hob den Blick zu ihr, und etwas in seinem Gedächtnis leuchtete auf. Er hatte diese Augen schon einmal gesehen, er hatte diese Stimme in einer anderen Zeit gehört, er hatte gespürt, wie diese Hände in seiner Abwesenheit zitterten, aber es konnte nicht sein. Nicht nach so vielen Jahren. Die Frau atmete tief ein. »Ich wusste nicht, dass ich dich eines Tages so finden würde«, sagte sie mit verhaltener Stimme. Herr Weber antwortete nicht. Heidi blickte von einem zum anderen, die Anspannung nicht ganz verstehend, aber spürend, dass etwas Wichtiges geschah. »Mama, er hat mich sitzen lassen«, sagte das Mädchen mit unschuldigem Stolz. Die Frau nickte. »Ich habe es gesehen.« Herr Weber spürte, wie die Teile begannen, sich zusammenzufügen, doch er wehrte sich dagegen, zu akzeptieren, was seine Intuition bereits schrie. »Kennen wir uns?« fragte er, obwohl er die Antwort ihr am Grunde wusste. Die Frau sah ihn fest an. »Mehr als du dir vorstellen kannst.« Die Luft wurde dichter. Herr Weber stand langsam auf. Seine Gedanken reisten zurück, in eine Phase, die er gelöscht hatte, in eine kleine Wohnung in einem Zürcher Altbau, wo die Liebe größer war als das Geld, zu Versprechen, die ohne Anwälte gemacht wurden, zu einer Frau, die an ihn glaubte, als er nichts hatte. Aber er hatte etwas: Ehrgeiz. Und als der Ehrgeiz zu wachsen begann, tat es auch die Distanz. »Das kann nicht sein«, murmelte er schließlich. Die Frau hielt seinem Blick stand. »Doch, es kann.« Heidi beobachtete sie neugierig. »Mama, kennst du ihn?« Die Frau atmete tief ein, bevor sie antwortete. »Ja, mein Kind.« Herr Weber spürte, wie der Boden unter seinen Füßen verschwand. Die Vergangenheit klopfte nicht an die Tür. Die Vergangenheit saß vor ihm. Er versuchte zu sprechen, aber die Worte kamen nicht heraus. Die Frau kam einen Schritt näher. »Du bist gegangen, ohne zurückzublicken«, sagte sie mit fester, aber kontrollierter Stimme. »Du hast gesagt, es sei vorübergehend. Du hast gesagt, du müsstest wachsen. Du hast gesagt, du würdest zurückkommen, wenn alles stabil wäre.« Herr Weber schloss für einen Moment die Augen. Jeder Satz war ein Echo von Entscheidungen, die er jahrelang gerechtfertigt hatte. »Und während du wuchsest«, fuhr sie fort,
lernte ich zu überleben. Das Restaurant schwieg weiterhin. Niemand wagte es, zu unterbrechen. Heidi blickte ihre Mutter an, dann Herrn Weber. »Ist er es?« fragte sie mit leiser Stimme. Die Frau antwortete nicht sofort. Sie sah Herrn Weber direkt in die Augen. »Sag es ihr du.« Diese Herausforderung war mächtiger als jede Anschuldigung. Herr Weber spürte, wie der Stolz, diese Rüstung, die ihn so lange geschützt hatte, zu zerbrechen begann. Er sah Heidi an, diese Augen, diese Art, den Kopf zu neigen, dieser Ausdruck, wenn sie schüchtern lächelte. Es gab etwas Unbestreitbares, etwas, das er nicht länger ignorieren konnte. »Ich wusste es nicht«, flüsterte er. Die Frau, sie erhob ihre Stimme nicht. »Du hast nicht gefragt.« Dieser Satz war schmerzhafter als jeder Schrei, denn es war wahr. Er hatte nicht gefragt, nicht angerufen, war nicht zurückgekommen, hatte nicht nachgeforscht, wollte es nicht wissen, er hatte die Bequemlichkeit der Ignoranz gewählt. »Mama«, Heidi zog sanft an ihrem Kleid. »Ist er es? Mein Papa?« Die Zeit blieb stehen. Herr Weber spürte, wie sein Herz in den Ohren pochte. Die Frau kniete vor dem Mädchen nieder. »Ja, mein Kind.« Das Wort fiel wie ein endgültiges Urteil. Heidi sah Herrn Weber mit einer Mischung aus Überraschung, Hoffnung und Verwirrung an. Wirklich? Herr Weber konnte ihren Blick nicht halten, denn dieses Wort zwang ihn, etwas zu akzeptieren, dem er 5 Jahre lang ausgewichen war. Verantwortung. Er war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, nicht nur ein mächtiger Mann, er war Vater, und er war nicht da gewesen. Heidi machte einen kleinen Schritt auf ihn zu. »Also, warum warst du nicht da?« Die Frage enthielt keinen Vorwurf, sie enthielt Unschuld, aber diese Unschuld war verheerender als jede erwachsene Anschuldigung. Herr Weber spürte, wie etwas in seiner Brust zerbrach, denn er hatte keine Antwort, die er einem 5-jährigen Mädchen geben konnte. Er konnte nicht von Ehrgeiz sprechen, nicht von Aktienoptionen. Er konnte den verletzten Stolz nicht erklären. Er konnte nur eine unbequeme Wahrheit zugeben. Weil ich feige war. Die Frau sah ihn überrascht über die Ehrlichkeit an. Heidi runzelte leicht die Stirn. Aber ich sagte, eines Tages würde mein Papa mutig sein. Herr Weber spürte, wie ihm zum ersten Mal seit Jahren die Augen feucht wurden. »Du hast recht«, sagte er mit gebrochener Stimme. »Und ich versuche jetzt damit anzufangen.« Die Frau verschränkte die Arme. »Versuchen macht 5 Jahre nicht ungeschehen. Ich weiß, das war das erste Mal, dass er nicht versuchte, sich zu rechtfertigen. Er gab dem Schicksal nicht die Schuld, nicht der Arbeit, niemandem sonst. Er übernahm Verantwortung. Das Schweigen war tief. Heidi sah ihre Mutter an, dann Herrn Weber. »Also bin ich nicht mehr allein?« Diese Frage war wie ein Lichtstrahl, der die Dunkelheit durchbrach. Herr Weber beugte sich zu ihr hinunter. »Das hättest du nie sein sollen.« Die Frau wandte für einen Moment den Blick ab und verhielt Emotionen, die sie gelernt hatte, zu unterdrücken. »Sie weiß nicht alles«, sagte sie schließlich. »Sie kennt die Nächte ohne Essen nicht. Sie kennt die Arztbesuche nicht, die ich mir nicht leisten konnte. Sie weiß nicht, dass mein Herz nicht nur wegen Krankheit schmerzt, sondern wegen Verlassenheit.« Herr Weber spürte, dass jedes Wort ein Spiegel seiner Entscheidungen war. »Bist du krank?« fragte er mit aufrichtiger Besorgnis. Sie nickte. »Ich brauche eine Operation, aber ich bin nicht gekommen, um dich um etwas zu bitten.« Dieser Satz traf ihn noch härter. Es gab keine Forderung, keine Manipulation, nur Wahrheit. »Ich wusste nichts«, wiederholte er, obwohl er bereits verstand, dass dieser Satz ihn nicht freisprechen würde. »Du wolltest nichts wissen«, korrigierte sie sanft. Heidi sah das Gesicht Herrn Webers an, als versuche sie, jedes Detail zu memorieren. »Du siehst aus wie ich«, sagte sie mit einem kleinen Lächeln. Herr Weber spürte, dass diese Aussage ein Geschenk und eine Verantwortung zugleich war. Das Restaurant begann langsam, seinen Klang wiederzuerlangen, aber der Tisch blieb eine Welt für sich. »Wo wohnt ihr?« fragte er. Die Frau zögerte. Der Stolz existierte noch. »Ich will dein Mitleid nicht.« »Es ist kein Mitleid«, antwortete er fest. »Es ist Verantwortung.« Der Unterschied war enorm. Die Frau musterte ihn aufmerksam. Sie suchte nicht nach Geld, sie suchte nach Wahrheit. »Wenn du in ihr Leben treten willst«, sagte sie schließlich, »kannst du es nicht tun wie jemand, der einen Vertrag unterschreibt. Du kannst heute nicht auftauchen und morgen wieder verschwinden.« Herr Weber spürte das Gewicht jedes Wortes, denn er wusste, dass das seine Tendenz war. »Ich will nicht wieder verschwinden«, sagte er ehrlich. Heidi nahm wieder seine Hand. »Dann bleib.« 3 Worte, so einfach, so kraftvoll. Herr Weber verstand, dass diese Nacht kein Zufall war, keine Wohltätigkeit, keine Koinzidenz. Es war Konfrontation. Das Schicksal hatte ihn nicht an diesen Tisch geführt, damit er ein Abendessen bezahlte. Es hatte ihn geführt, damit er eine emotionale Schuld beglich. Aber da war noch etwas, das die Frau noch nicht gesagt hatte, etwas, das noch verborgen war. Und wenn diese letzte Wahrheit ans Licht käme, müsste Herr Weber entscheiden, ob er bereit war, seinen Stolz zu verlieren oder alles noch einmal zu verlieren.
denn die wahre Prüfung wäre nicht, seine Tochter anzuerkennen, sondern zu beweisen, dass er der Vater sein konnte, den sie verdiente. Und diese Entscheidung stand kurz bevor. Das Schweigen, das auf Heidis Worte folgte, war nicht unbehaglich, es war entscheidend. Herr Weber blieb vor seiner Tochter in die Knie gegangen und spürte das Gewicht dieser kleinen Hand in seiner. Es war keine zerbrechliche Hand. Es war eine Hand, die viel zu früh gelernt hatte, sich selbst zu halten. Heidis Mutter stand noch da und beobachtete ihn mit einer Mischung aus Vorsicht und Müdigkeit. In ihrem Blick lag kein Hass, aber auch kein Vertrauen. Es war etwas Komplexeres, eine stille Bewertung. Sie sah nicht den Mann, der vor ihrer Tochter kniete. Sie sah den Mann, der einst versprochen hatte zu bleiben. Wenn du wirklich in ihrem Leben sein willst, sagte sie schließlich mit fester, aber gelassener Stimme, kannst du es nicht halbherzig tun. Herr Weber stand langsam auf. Er fühlte sich nicht mehr wie der Besitzer eines Finanzimperiums. Er fühlte sich wie ein Mann, der einer moralischen Prüfung gegenüberstand. Ich will es nicht halbherzig tun, antwortete er. Sie sah ihn tief an. Dann hör mir gut zu. Heidi beobachtete sie schweigend und spürte, dass etwas Wichtiges entschieden werden würde. Ich werde kein Geld ohne Engagement akzeptieren, fuhr die Mutter fort. Ich werde nicht zulassen, dass du als Held für eine Nacht auftauchst und verschwindest, wenn die Emotionen nachlassen. Herr Weber unterbrach sie nicht. Sie braucht keinen Sponsor, fügte sie hinzu. Sie braucht einen Vater. Diese Worte drangen mit chirurgischer Präzision in die Brust Herrn Webers. Jahrelang hatte er Probleme gelöst, indem er Schecks unterschrieb. Er hatte Fehler mit Entschädigungen behoben. Er hatte Stille, Loyalität und Chancen gekauft. Aber das war keine finanzielle Verhandlung, es war eine Charakterprüfung. Was brauchst du von mir? Fragte er schließlich. Sie zögerte nicht. Präsenz. Das Wort hallte mit unerwarteter Kraft wider. Präsenz bei den Arztterminen. Präsenz in den schwierigen Nächten. Präsenz, wenn sie fragt, warum du früher nicht da warst. Präsenz, wenn sie Angst hat. Herr Weber spürte, wie jeder Satz einen Teil seines Egos entwaffnete. Und wenn du wieder gehst, fuhr sie fort, dann brichst du nicht nur sie, du brichst auch mich wieder. Das Restaurant hatte seinen gewohnten Rhythmus wieder aufgenommen, aber für sie stand die Welt immer noch still. Heidi sah Herrn Weber an, als würde sie auf ein Versprechen warten, das sie nicht formulieren konnte. Ich werde nicht gehen, sagte er mit einer Überzeugung, die selbst ihn überraschte. Die Mutter musterte ihn schweigend. Das wird die Zeit zeigen. Dieser Satz war eine klare Grenze. Vertrauen würde nicht sofort entstehen. Herr Weber atmete tief ein. Zum ersten Mal seit Jahren dachte er nicht an seinen Terminkalender. Er kalkulierte keine Risiken. Er bewertete keine Gewinne. Er fühlte, und das brachte ihn mehr aus dem Gleichgewicht als jede Unternehmenskrise. Ich muss sehen, wo ihr wohnt, sagte er schließlich. Sie runzelte leicht die Stirn. Es ist kein Ort, auf den du stolz sein würdest. Ich bin nicht gekommen, um stolz zu sein, antwortete er. Ich bin gekommen, um meine Verantwortung zu übernehmen. Die Mutter sah ihn mehrere Sekunden lang an. Da war Aufrichtigkeit, aber auch Unsicherheit. In Ordnung, sagte sie schließlich. Heidi lächelte mit verhaltener Freude. Dann gehen wir zu dritt. Dieser einfache Satz hatte eine enorme Bedeutung. Zu dritt. Herr Weber spürte, dass dieses Wort ein Gewicht hatte, das er nie bedacht hatte. Jahrelang hatte er am Singular gelebt. Meine Firma, meine Ziele, mein Erfolg. Jetzt gab es einen Plural, der Engagement erforderte. Meine Tochter, ihre Mutter, unsere Verantwortung. Sie verließen das Restaurant unter neugierigen Blicken. Einige flüsterten, andere schauten beurteilend. Doch Herr Weber sah niemanden sonst an. Er ging neben Heidi her, sich jedes Schrittes bewusst. Das Mädchen nahm seine Hand, ohne zu fragen, und diese Natürlichkeit rührte ihn. Es gab keine Verbitterung in ihr, keinen Vorwurf, nur eine Offenheit, die er nicht wusste, ob er verdiente. Als sie durch weniger beleuchtete Gassen in Zürich gingen, wurde der Kontrast deutlich. Der Luxus blieb zurück, die goldenen Lichter wurden zu flackernden Laternen. Der makellose Bürgersteig wich unebenen Wegen. Herr Weber spürte, wie ihn jeder Schritt von seiner Komfortzone entfernte und einer Wahrheit näher brachte, die er nicht ignorieren konnte. Sie erreichten ein altes Gebäude mit abgenutzter Farbe und Fenstern, die Geschichten von Widerstand erzählten. Hier, sagte die Mutter. Sie stiegen schmale Treppen hinauf. Heidi sprach begeistert. Mama macht leckere Bircher Müsli, wenn sie kann, und liest mir Geschichten vor, auch wenn sie müde ist. Und sie sagt, dass das Herz mit Hoffnung heilt. Herr Weber schluckte. Diese Frau hatte nicht nur ihre Tochter allein großgezogen, sie hatte ihre Unschuld bewahrt. Sie betraten die kleine Wohnung. Sie war bescheiden, aber sauber, ordentlich, gepflegt. An der Wand hingen Zeichnungen, ein kleines, abgenutztes Sofa, ein einfacher Tisch, kein Luxus, aber es gab etwas, das er in seiner Villa nicht hatte. Wärme. Herr Weber beobachtete jedes Detail, als würde er eine Realität beurteilen, die er nie sehen wollte. Es ist nicht viel, sagte die Mutter, ein Urteil erwartend. Es ist genug, um zu zeigen, dass du gekämpft hast, antwortete er.
Sie sah ihn überrascht an. Heidi rannte zu einer Schublade und holte eine Zeichnung heraus. »Schau mal«, sagte sie aufgeregt. »Die habe ich gemacht, für wenn mein Papa zurückkommt.« Herr Weber spürte, wie die Luft stockte. Es war eine einfache Zeichnung. 3 Figuren, Hand in Hand. Eine strahlende Sonne, ein kleines Chalet, oben, mit kindlicher Schrift geschrieben, »Meine Familie«. Herr Weber spürte, wie etwas in ihm zerbrach. Da war eine Familie gezeichnet. Eine Familie, die in der Fantasie seiner Tochter existierte, die er aber in der Realität ignoriert hatte. »Ich habe sie aufbewahrt«, sagte Heidi, »weil ich wusste, dass es eines Tages passieren würde.« Herr Weber konnte einige Sekunden lang nicht sprechen. Die Mutter beobachtete ihn, sie wollte ihn nicht rühren. Sie wollte verstehen, ob er die Größe dessen begriff, was er verloren hatte. »Du brauchst eine Operation«, sagte er schließlich und kehrte zu dem ausstehenden Gespräch zurück. Sie nickte. »Ja, und sie ist nicht billig. Ich kümmere mich darum.« Sie hob sanft die Hand. »Ich möchte nicht nur, dass du zahlst.« Herr Weber sah sie an und verstand, was sie wirklich verlangte. »Ich möchte, dass du am Wartezimmer bist. Ich möchte, dass du deiner Tochter erklärst, warum Mama operiert wird. Ich möchte, dass sie nicht allein ist, wenn etwas schief geht.« Herr Weber spürte, wie jedes Wort ihn zwang, seine alte Version hinter sich zu lassen. Er konnte das nicht mit Geld lösen, nur mit echtem Engagement. »Ich werde da sein«, sagte er. Sie hielt seinem Blick stand. »Dann fang jetzt an.« Heidi kam näher und umarmte die Beine Herrn Webers. Eine spontane, natürliche Geste, ohne Vorbehalt. Er zögerte eine Sekunde und umarmte sie dann unbeholfen. Er wusste nicht genau, wie es ging, aber er wusste, dass er sie nicht loslassen wollte. In dieser kleinen Wohnung, fernab von Luxus und Kameras, verstand Herr Weber etwas Grundlegendes. Wahre Macht lag nicht darin, Märkte zu kontrollieren, sondern kleine Hände zu halten, wenn Angst aufkam. Aber da war noch etwas. Etwas, das die Mutter noch nicht gesagt hatte, ein Detail, das seine Sicht auf die Vergangenheit völlig verändern würde. Sie setzte sich langsam auf das Sofa. »Es gibt etwas, das du wissen musst.« Herr Weber sah sie aufmerksam an. »Als ich das Krankenhaus verlassen habe am Tag ihrer Geburt, habe ich versucht, dich anzurufen.« Herr Weber runzelte die Stirn. »Ich habe diesen Anruf nie erhalten.« Sie nickte. »Ich weiß, weil Herr Müller, dein damaliger Assistent, meine Nummer blockiert hat.« Das Schweigen war sofort. »Was meinst du?« Sie atmete tief ein. »Herr Müller sagte mir, du wolltest nichts wissen, du wärst auf ein wichtiges Geschäft konzentriert, ich sollte nicht drängen.« Dem Millionär gefror das Blut in den Adern. Er erinnerte sich vage an diese Zeit. Eine entscheidende Verhandlung in Genf, eine internationale Reise, eine Reihe von Filtern in seinem Telefon, um Ablenkungen zu vermeiden. »Das habe ich nie verlangt«, flüsterte er. Sie sah ihn mit einer Mischung aus Traurigkeit und Resignation an. »Aber du hast es zugelassen.« Dieser Satz war ein unerwarteter Schlag. Es war nicht nur ein externer Verrat, es war eine Folge seiner eigenen Nachlässigkeit. Er hatte sein Leben so sehr delegiert, dass jemand anderes entschied, welche Nachrichten ihn erreichten, und die wichtigste kam nie an. Herr Weber spürte eine Mischung aus Wut und Schuld. Er konnte nicht die Schuld vollständig einem Dritten geben. Er hatte eine Mauer um seine Zeit gebaut, und diese Mauer blockierte das Wichtigste. »Ich muss alles wissen«, sagte er fest. Sie nickte. »Dann mach dich bereit, denn was kommt, ist nicht angenehm.« Herr Weber verstand, dass die wahre Geschichte gerade erst begann. Es war nicht nur ein Wiedersehen, es war nicht nur eine entdeckte Tochter, es war eine Kette von Fehlentscheidungen, eine Reihe von Schweigen, ein Parallelleben, das ohne ihn wuchs, und jetzt müsste er entscheiden, ob er bereit war, von Grund auf neu aufzubauen. Denn Liebe allein würde nicht ausreichen, er müsste es beweisen. Und die Prüfung begann gerade erst. Die kleine Wohnung verstummte nach dieser Offenbarung. Die Nummer wurde blockiert. Der Satz hallte am Kopf Herrn Webers wieder wie ein unangenehmes Echo, das er nicht abstellen konnte. Jahrelang hatte er geglaubt, sie sei einfach verschwunden, sie habe beschlossen, ihr Leben ohne ihn fortzusetzen. Das Schweigen sei gegenseitig gewesen. Doch jetzt verstand er, dass das Schweigen nicht zufällig war. Es war eine Konsequenz. Eine Konsequenz eines so abgeschirmten Lebens, dass selbst die Geburt seiner Tochter die Filter, die er selbst geschaffen hatte, nicht durchdringen konnte. »Ich muss alles verstehen«, sagte er schließlich mit leiser, aber fester Stimme. Heidis Mutter setzte sich vorsichtig auf das Sofa, als würde ihr Körper mehr Gewicht tragen, als sie vorgab. An dem Tag, als sie geboren wurde, begann sie: »Habe ich versucht, dich mehr als 10 Mal anzurufen.« Herr Weber schloss für einen Moment die Augen. 10 Mal, 10 Gelegenheiten, die ihn nie erreichten. »Dann bin ich in dein Büro gegangen«, fuhr sie fort. »Herr Müller sagte mir, du wärst in einer internationalen Besprechung, die nicht durch persönliche Angelegenheiten unterbrochen werden dürfe.« Dieser Satz traf ihn mit brutaler Klarheit. Persönliche Angelegenheiten. Seine Tochter war als Ablenkung eingestuft worden.
Herr Weber spürte eine Mischung aus Wut und Scham. Er erinnerte sich perfekt an diese Verhandlung, ein millionenschweres Abkommen, das den Beginn seiner globalen Expansion markierte. Er hatte klare Anweisungen gegeben, keine unnötigen Anrufe anzunehmen, und hatte unwissentlich die Tür zu dem Wichtigsten in seinem Leben geschlossen. »Ich wusste nicht, dass du schwanger warst«, flüsterte er. Sie sah ihn mit einer Mischung aus Unglauben und Traurigkeit an. »Ich habe es dir gesagt, bevor du gegangen bist.« Er schüttelte leicht den Kopf. »Ich erinnere mich nicht daran.« Sie nickte mit schmerzlicher Gelassenheit, weil du bereits an deine nächste Reise gedacht hast. Das Schweigen war schwer. Es gab keine Schreie, kein übertriebenes Drama, nur eine nackte Wahrheit. Herr Weber verstand, dass es sich nicht um eine Verschwörung handelte. Es war nicht allein die Schuld eines ehrgeizigen Assistenten oder eines kalten Systems, es war das Ergebnis falsch geordneter Prioritäten. Als ich verstand, dass du nicht zurückkommen würdest, fuhr sie fort, beschloss ich, dich nicht mehr zu verfolgen. Ich wollte nicht, dass meine Tochter aufwächst mit dem Gefühl, dass ihr Vater sie nicht gewählt hat. Herr Weber spürte, wie sein Herz sich zusammenzog, denn genau das war die Realität. Er hatte sie nicht gewählt, nicht weil er sie nicht wollte, sondern weil er nie wusste, dass er es tun sollte. Aber der Effekt war der gleiche: Abwesenheit. Heidi war auf dem kleinen Sofa eingeschlafen, ihr Bild umarmend. Die Unschuld war dem Gewicht des Gesprächs fremd. Herr Weber beobachtete sie mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Schuld. »Warum hast du nie versucht, mich danach zu suchen?« fragte er. Sie atmete tief ein, weil Liebe nicht gebettelt wird. Dieser Satz war eine Lektion für sich. Herr Weber hatte in einer Welt gelebt, in der alles verhandelbar war, in der alles einen Preis hatte, in der alles mit genügend Einfluss angepasst werden konnte. Aber Liebe funktioniert nicht so. »Ich bin heute Abend nicht gekommen, um dich zur Rede zu stellen«, fuhr sie fort. »Ich bin gekommen, weil Heidi darauf bestand, in diesem Restaurant sitzen zu wollen. Sie sagte, eines Tages könnte ihr Papa dort sein.« Herr Weber spürte einen Schauer. Das Mädchen hatte ihn nicht zufällig gewählt. Sie hatte ihn erkannt, ohne ihn zu kennen. Sie hatte etwas gespürt. Sie sah immer Männer an, die dir ähnlich sahen, sagte die Mutter. Sie hatte immer Hoffnung. Herr Weber ballte die Fäuste. Ein Teil von ihm wollte die Zeit zurückdrehen, zurück zu dem Tag, an dem er beschloss zu gehen, zurück zu dem Moment, in dem er den Vertrag statt des Gesprächs wählte. Aber die Zeit verhandelt nicht, und das wusste er besser als jeder andere. »Wann wusstest du, dass du krank bist?« fragte er vorsichtig. Sie senkte den Blick auf ihre Hände. »Vor einem Jahr. Herzprobleme. Ich brauche bald eine Operation. Und wie hast du das alles allein geschafft?« Sie sah ihn mit einem leichten, müden Lächeln an. Wie Mütter es tun, wenn sie keine Wahl haben. Diese Antwort enthielt keinen Heroismus, sie enthielt Realität. Herr Weber ging langsam durch die kleine Wohnung, sah sich den einfachen Tisch an, den alten Kühlschrank, die Medikamente auf dem Regal. Jedes Detail war ein greifbarer Beweis eines Lebens, das ohne ihn existierte, eines Lebens, das ohne seine Unterstützung kämpfte. »Ich werde sofort Geld überweisen«, sagte er und holte sein Telefon hervor. Sie stand auf. »Warte«, Herr Weber sah sie an. »Ich möchte nicht, dass das mit einer Überweisung beginnt.« Er runzelte die Stirn. »Du brauchst die Operation.« »Ja«, antwortete sie, »aber ich muss wissen, ob auch du dich ändern musst.« Diese Frage ließ ihn regungslos werden. Er hatte nie seine eigene emotionale Notwendigkeit in Betracht gezogen. Er hatte immer geglaubt, dass Erfolg ausreichte. »Was meinst du?« Sie sah ihn direkt an. »Wenn du nur kommst, um alles mit Geld zu lösen, wirst du wieder gehen, sobald du das Gefühl hast, deine Pflicht erfüllt zu haben.« Herr Weber legte das Telefon langsam weg. »Ich will nicht nur meine Pflicht erfüllen, ich will bleiben.« Die Worte kamen ohne Berechnung heraus, und das erschreckte ihn. Denn bleiben bedeutete, auf bestimmte Dinge zu verzichten, Prioritäten neu zu ordnen, Platz für jemand anderen zu schaffen, Verletzlichkeit zuzulassen. »Dann fang klein an«, sagte sie. »Was? Bleib heute Nacht.« Herr Weber spürte einen leichten Schwindel. Sein Terminkalender war voll. Er hatte ein frühes Meeting, einen geplanten Flug, aber zum ersten Mal schien nichts davon dringend. Er sah die schlafende Heidi an, ihren kleinen, ruhigen Atem, ihre Hand, die immer noch an der Zeichnung ihrer Familie festhielt. Herr Weber verstand, dass dies die erste echte Prüfung war. Keine Operation, keine Überweisung, sondern Präsenz. »Ich bleibe«, sagte er schließlich. Sie beobachtete ihn auf jedes Zeichen des Zweifels achtend. Sie fand keines. »Das Sofa ist nicht bequem«, warnte sie. »Ich bin nicht wegen des Komforts gekommen.« Dieser Satz markierte einen unsichtbaren Wendepunkt. Diese Nacht würde er nicht in seinem King-Size-Bett schlafen. Es gäbe keinen Zimmerservice. Es gäbe keine kontrollierte Stille. Es gäbe Realität. Während sie eine Decke für ihn vorbereiteten, spürte Herr Weber etwas, das er seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Demut. Nicht die gespielte Demut auf Konferenzen, nicht die strategische Demut vor Investoren. Echte Demut.
Er setzte sich auf das Sofa neben Heidi. Das Mädchen bewegte sich leicht am Schlaf und murmelte, ohne die Augen zu öffnen: »Papa.« Herr Weber spürte, wie etwas in seiner Brust zerbrach. Dieses einfache Murmeln hatte mehr Wert als jeder unterzeichnete Vertrag. Die Mutter beobachtete schweigend aus der kleinen Küche. Sie war nicht völlig überzeugt, aber sie hatte etwas anderes in ihm gesehen, etwas, das vorher nicht da war. Herr Weber hob den Blick zu ihr. »Es tut mir leid«, sagte er schließlich. Es war keine ausgefeilte Rede, keine Verteidigung, keine ausführliche Erklärung. Es war eine einfache Entschuldigung, und in dieser Einfachheit lag Wahrheit. Sie hielt seinem Blick stand. »Sag es nicht mir«, antwortete sie. »Beweise es ihr.« Herr Weber nickte. Er wusste, dass Worte unzureichend waren. In dieser Nacht, als die kleine Wohnung in Dämmerung lag, verstand Herr Weber etwas Grundlegendes. Erfolg misst sich nicht in Zahlen, er misst sich in Abwesenheiten. Und er hatte zu viele angesammelt. Aber es gab noch Zeit. Vielleicht nicht, um auszulöschen, aber um wieder aufzubauen. Und während Heidi schlief, ihre Hand auf seiner ruhend, traf Herr Weber die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Er würde nicht in ein anderes Unternehmen investieren. Er würde in das Bleiben investieren. Doch die wahre Prüfung wäre nicht diese Nacht. Es wäre der nächste Tag, wenn die Geschäftswelt rief, wenn der Druck zurückkehrte, wenn seine Partner seinen Wandel in Frage stellten. Dann würde sich zeigen, ob seine Transformation eine momentane Emotion oder der Beginn einer neuen Version seiner selbst war. Und der Sonnenaufgang stand kurz bevor. Der Sonnenaufgang schlich sich schüchtern durch das kleine Fenster der Wohnung. Keine Seidenvorhänge, keine programmierte Hausautomation für das Licht, keine Assistenten, die auf Anweisungen warteten, nur ein goldener Strahl, der Heidis schlafendes Gesicht und Herrn Weber, der seit Stunden wach auf dem Sofa saß, beleuchtete. Er hatte nicht schlafen können, nicht weil das Sofa unbequem war, sondern weil die Realität schwerer wog als jede Luxusmatratze. Er sah seine Tochter atmen, mit dieser Ruhe, die nur Kinder haben, wenn sie sich beschützt fühlen. Und er verstand etwas Schmerzliches. Sie schlief ruhig, weil sie glaubte, dass ihr Papa da war, aber er wusste, dass er noch nichts bewiesen hatte. Die Mutter, Frau Schmidt, kam mit langsamen Schritten aus dem Zimmer. Ihr Gesicht zeigte die jahrelange Müdigkeit, aber auch einen neuen Ausdruck, vorsichtige Hoffnung. »Daran bist du nicht gewöhnt«, sagte sie sanft. Herr Weber schüttelte den Kopf. »Nein.« Sie ging in die kleine Küche und begann Kaffee zuzubereiten. Der Duft erfüllte den Raum. »Heute habe ich einen Arzttermin«, bemerkte sie, ohne ihn anzusehen. Herr Weber blickte auf. »Ich komme mit.« Sie hielt nur eine Sekunde inne, bevor sie sich weiter bewegte. »Du hast Arbeit. Heute nicht.« Diese Antwort war einfach, markierte aber einen inneren Bruch. Sein Telefon vibrierte einmal in der Tasche, dann noch einmal, dann ein drittes Mal. Er musste nicht hinsehen, um zu wissen, was es war. Dringende Nachrichten, Anrufe von Partnern, Terminerinnerungen. Die Geschäftswelt begann, seine Aufmerksamkeit einzufordern. Herr Weber holte es langsam heraus und schaltete es aus. Die Geste war klein, aber symbolisch. Die Mutter sah ihn aus dem Augenwinkel an. »Sicher?« Er nickte. »Wenn ich das nicht kann, dann ist nichts anderes wichtig.« Heidi begann sich auf dem Sofa zu bewegen, öffnete langsam die Augen und lächelte, als sie ihn immer noch da sah, als wäre die Welt in Ordnung. »Guten Morgen, Papa.« Das Wort war kein unbewusstes Flüstern mehr. Es war bewusst, entschieden. Herr Weber spürte, dass dieser einfache Satz mehr Gewicht hatte als jeder Geschäftstitel. »Guten Morgen, meine Tochter.« Frau Schmidt schloss für eine Sekunde die Augen, als würde diese Szene sie gleichzeitig schmerzen und heilen. Nach dem einfachen Frühstück gingen sie zur öffentlichen Klinik in Zürich, wo sie ihren Termin hatte. Das Gebäude hatte nicht den Glanz der Privatkliniken, die Herr Weber frequentierte. Die Stühle waren unbequem, die Wände brauchten einen Anstrich, die Atmosphäre war voller Unsicherheit. Und da saß er und wartete, ohne Privilegien, ohne bevorzugten Zugang, einfach als ein Mann, der sich um jemanden sorgte, den er liebte. Frau Schmidt sah ihn an. »Du musst nicht die ganze Beratung bleiben.« »Doch, ich muss.« Heidi spielte mit einer kleinen Puppe, die sie in der Tasche hatte. Hin und wieder hob sie den Blick, um sicherzustellen, dass er noch da war. Und jedes Mal, wenn sie ihn sah, lächelte sie. Dieses Lächeln war seine ständige Prüfung. Als Frau Schmidt schließlich aufgerufen wurde, drückte Heidi die Hand Herrn Webers. »Es wird ihr sehr wehtun.« Herr Weber schluckte. »Wir hören, was der Arzt sagt, und dann sehen wir, wie wir ihr helfen können.« Er versprach keine Unmögliches. Er verschleierte die Realität nicht. Aber er floh auch nicht. Alle drei traten ein. Der Arzt erklärte professionell, dass die Operation bald erfolgen müsse, dass das Risiko mit der Zeit zunahm, dass sie eine schnelle Entscheidung brauchten. Herr Weber hörte jedes Wort, als wäre es ein Urteil. Es war kein Vertrag, es war keine Investition, es war Leben. Frau Schmidt behielt ihre Fassung, aber ihre Hand zitterte leicht. Heidi sah beide mit großen Augen an.
Mama, wird sie wieder gesund? Der Arzt sprach vorsichtig. Mit der Operation sind die Chancen gut. Herr Weber atmete ein. Führen Sie sie am besten Universitätsspital durch. Der Arzt blickte überrascht von der Entschlossenheit auf. Das ist sehr teuer. Herr Weber hielt seinem Blick stand. Das spielt keine Rolle. Frau Schmidt mischte sich ein. Doch, das spielt eine Rolle. Herr Weber sah sie an. Ich kaufe keine Absolution, sagte er fest. Ich tue, was ich von Anfang an hätte tun sollen. Sie hielt seinem Blick einige Sekunden stand und nickte. Die Entscheidung war getroffen. Aber die eigentliche Prüfung kam in diesem Moment. Sein Telefon, das er ausgeschaltet hatte, begann beim Einschalten, um eine Überweisung zu tätigen, wieder zu vibrieren. Dutzende Nachrichten, ein kritisches Meeting vorgezogen, eine Investition, die von seiner physischen Anwesenheit abhing. Einer seiner Partner schrieb, »Wenn du heute nicht da bist, verlieren wir den Deal.« Herr Weber spürte, wie der alte Reflex sich zu aktivieren versuchte. Dieser Impuls zu rennen, das Geschäft zu priorisieren, zu sagen, das kann nicht warten, aber diesmal war etwas anders. Er sah Heidi an. Sie zeichnete auf einem Blatt Papier in der Arztpraxis. Wieder waren es 3 Figuren, Hand in Hand, und diesmal war die Figur des Vaters näher. Herr Weber verstand, dass dies die wahre Verhandlung war, nicht mit Partnern, nicht mit Märkten, sondern mit seiner eigenen Kohärenz. Er nahm das Telefon, schrieb eine kurze Nachricht. Ich werde nicht da sein. Familienpriorität. Er schickte sie ab. Sofortige Stille am Chat. Dann eine ungläubige Antwort. Seit wann? Herr Weber legte das Telefon auf den Tisch. Seit heute. Er sagte es nicht laut, aber er fühlte es. Frau Schmidt beobachtete die Geste. Du hast gerade Millionen verloren, sagte sie ruhig. Herr Weber sah sie an. Ich habe bereits 5 Jahre verloren. Das war teurer. Sie antwortete nicht, aber etwas an ihrem Ausdruck änderte sich. Respekt. Als sie die Klinik verließen, schien die Luft anders zu sein. Nicht, weil die Probleme gelöst waren, sondern weil die Richtung sich geändert hatte. Sie gingen einige Minuten schweigend. Heidi hielt die Hände beider. Eine unvollkommene Familie, aber die versuchte, echt zu sein. Bleibst du, wenn Mama am Krankenhaus ist? Fragte das Mädchen. Herr Weber bückte sich vor ihr. Ich werde nirgendwo hingehen. Frau Schmidt beobachtete ihn aufmerksam. Sie wusste, dass Worte leicht waren. Schwierig wäre es, sie über die Zeit zu halten. Aber sie hatte an diesem Morgen etwas Neues gesehen. Sie hatte Verzicht gesehen. Sie hatte Wahl gesehen. Sie hatte Kohärenz gesehen. Und das ließ sich nicht leicht vortäuschen. In dieser Nacht, als sie in die Wohnung zurückkehrten, spürte Herr Weber etwas, das er noch nie in einem Vorstand erlebt hatte. Angst. Nicht die Angst, Geld zu verlieren, nicht die Angst, öffentlich zu scheitern, sondern die Angst, wieder als Vater zu versagen. Diese Angst lähmte nicht, sie trieb ihn an. Sie setzten sich zum einfachen Abendessen. Heidi sprach begeistert von der Schule, von einer Freundin, von einer Geschichte, die er hören sollte. Herr Weber hörte ihr mit absoluter Aufmerksamkeit zu. Er unterbrach nicht, schaute nicht auf die Uhr, überprüfte keine Nachrichtenpräsenz. Frau Schmidt beobachtete ihn aus der Küche. Es gab noch Schmerz, es gab offene Wunden, aber auch etwas Unerwartetes, Hoffnung. Als Heidi schlafen gegangen war, wurde es still in der Wohnung. Herr Weber und Frau Schmidt saßen sich gegenüber. Das macht die Vergangenheit nicht ungeschehen, sagte sie sanft. Ich weiß, und ich verzeihe dir noch nicht. Er nickte. Ich bin nicht gekommen, um sofortige Vergebung zu bitten. Sie sah ihn intensiv an. Und ich bin gekommen, um zu sehen, ob du bleiben konntest. Herr Weber atmete tief ein. Ich weiß nicht, wie es perfekt geht, aber ich möchte lernen. Die Aufrichtigkeit war neu bei ihm. Ohne Strategie, ohne vorbereitete Rede, nur Wahrheit. Sie nickte langsam. Dann fangen wir morgen an. Herr Weber verstand, dass der Wiederaufbau kein einmaliges Ereignis sein würde, sondern ein täglicher Prozess, Entscheidung für Entscheidung. Und während er das kleine Zimmer ansah, in dem Heidi ruhig schlief, verstand er, dass der größte Reichtum, den er jahrelang ignoriert hatte, nur wenige Schritte entfernt war, aber noch etwas fehlte. Die Operation, die Genesung, die Anpassung und eine letzte Prüfung, die seine Transformation auf die Probe stellen würde, denn die Außenwelt würde seinen Wandel nicht leicht akzeptieren. Und bald würde er diese neue Priorität gegenüber denen verteidigen müssen, die den Wert des Bleibens nie verstanden hatten. Der schwierigste Kampf würde nicht gegen die Vergangenheit sein, sondern gegen die alte Version seiner selbst. Und dieser Kampf begann gerade erst. Die Operation wurde für die folgende Woche angesetzt. 7 Tage, die für die Welt kurz schienen, aber eine Ewigkeit für jemanden, der versuchte, das wieder aufzubauen, was er mit Abwesenheit zerstört hatte. Herr Weber kehrte diese Woche nicht in seine Villa in Zollikon zurück. Er sagte Meetings ab, delegierte strategische Entscheidungen, organisierte seinen Terminkalender neu. Seine Partner begannen unruhig zu werden. Einige riefen direkt an. Andere schickten mehrdeutige Nachrichten. Einer sogar, Herr Kaufmann, erschien ohne Vorankündigung vor dem bescheidenen Gebäude.
in dem er nun die meiste Zeit verbrachte. »Was machst du da?« fragte ihn dieser ungläubige Partner, während er die Umgebung mit offensichtlichem Unbehagen betrachtete. Herr Weber hielt seinen Blick stand, ohne zu zögern. Was ich vor Jahren hätte tun sollen. Herr Kaufmann runzelte die Stirn. »Du riskierst enorme Investitionen für eine persönliche Angelegenheit.« Herr Weber atmete tief ein. Früher hätte ihn dieser Satz reagieren lassen. Er hätte sich in Frage gestellt gefühlt. Er hätte seine Position mit Zahlen und Argumenten verteidigt. Aber jetzt brauchte er niemanden zu überzeugen. »Es ist keine persönliche Angelegenheit«, antwortete er mit fester Gelassenheit. »Es ist meine Tochter.« Herr Kaufmann schwieg einige Sekunden. »Du hast nie von einer Tochter gesprochen?« Herr Weber hielt seinen Blick stand. »Ich war nie für sie da.« Das Schweigen war unbehaglich. Herr Kaufmann versuchte einen letzten Druck. »Der Markt wartet nicht. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, kommt sie vielleicht nicht wieder.« Herr Weber blickte zum Fenster der Wohnung, wo Heidi mit absoluter Konzentration zeichnete. »Manche Gelegenheiten kommen nie wieder«, sagte er schließlich. »Ich habe sie schon einmal verloren.« Herr Kaufmann verstand, dass er seine Entscheidung nicht ändern würde, und ging. Herr Weber schloss die Tür ruhig. Das war die wahre Prüfung, nicht die Operation, nicht das Geld. Es ging darum, seine Wahl vor der Welt zu verteidigen, die ihn immer definiert hatte. In dieser Nacht, während er Heidi bei den Hausaufgaben half, blickte das Mädchen auf. »Gehst du, wenn Mama ins Spital kommt?« Herr Weber legte den Bleistift auf den Tisch. »Nein, auch wenn sie dich von der Arbeit anrufen.« Die Frage war unschuldig, aber präzise. Herr Weber lächelte sanft. »Die Arbeit kann warten.« Heidi neigte den Kopf. »Mama sagt, Erwachsene sagen das manchmal, aber sie halten es nicht immer ein.« Herr Weber spürte den Stich. Es war keine Anschuldigung, es war Erfahrung. »Dann sieh mich an«, sagte er, »und entscheide selbst, ob ich es halte.« Heidi beobachtete ihn einige Sekunden, als würde sie die Aufrichtigkeit beurteilen, und lächelte dann. »Ich glaube dir.« Dieses Vertrauen erschütterte ihn mehr als jeder geschäftliche Druck, denn es war zerbrechlich und konnte leicht zerbrechen. Die Tage vergingen zwischen Arztterminen, Vorbereitungen und einfachen Momenten. Herr Weber lernte, ein einfaches Birchermüsli zuzubereiten. Er lernte, Geschichten mit übertriebener Betonung vorzulesen. Er lernte, Geschichten zuzuhören, ohne auf die Uhr zu schauen. Jede Geste schien klein, aber für ihn war sie revolutionär. Frau Schmidt beobachtete alles vorsichtig. Eines Abends, als Heidi schlief, saßen sie sich gegenüber. »Ich hätte nicht gedacht, dass du bleiben würdest«, gab sie zu. »Ich auch nicht«, antwortete er ehrlich. Sie sah ihn aufmerksam an. »Was hat sich geändert?« Herr Weber brauchte einige Sekunden, um zu antworten. »Ich entdeckte, dass alles, was ich aufgebaut hatte, keinen Sinn ergab, wenn ich nicht wusste, für wen ich es aufbaute.« Sie senkte den Blick. »Du wolltest immer gewinnen.« Er nickte, aber ich verstand nicht, dass Gewinnen auch bedeutete zu bleiben. Dieser Satz hing in der Luft. Die Operation kam. Das Universitätsspital war modern, dank der Entscheidung Herrn Webers, sie in ein spezialisiertes Zentrum zu verlegen. Frau Schmidt war äußerlich ruhig, aber ihre Hände verrieten Angst. Heidi hielt die Hand Herrn Webers fest. »Es wird ihr sehr wehtun.« Herr Weber bückte sich zu ihr hinunter. »Die Ärzte wissen, was sie tun, und ich werde die ganze Zeit hier sein.« Frau Schmidt sah ihn an, bevor sie in den Operationssaal ging. Es gab keine großen Reden, nur einen Blick voller Geschichte. »Lass sie nicht allein«, sagte sie. »Nie wieder«, antwortete er. Die Tür schloss sich. Das Warten begann. Stunden, die wie Tage schienen. Herr Weber sah nicht auf sein Telefon, überprüfte keine E-Mails, beantwortete keine Nachrichten. Er saß einfach neben Heidi und erklärte ihr, was er konnte, ohne sie anzulügen. Er erzählte ihr Geschichten, sprach von Sternen, versprach ihr, dass sie, was auch immer geschah, nicht allein sein würde. Inmitten des Wartens vibrierte sein Telefon eindringlich. Es war dieselbe kritische Verhandlung, die er verschoben hatte. Eine letzte Nachricht erschien. »Letzte Chance. Bestätige deine Anwesenheit jetzt.« Herr Weber sah auf den Bildschirm. Diese Entscheidung würde nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Kohärenz bestimmen. Er sah Heidi an. Das Mädchen lehnte an seiner Schulter und versuchte, mutig zu sein. Herr Weber schaltete das Telefon wieder aus. Ohne Dramatik, ohne Zweifel, nur Wahl. Stunden später kam der Arzt heraus. Die Operation war erfolgreich. Heidi stürzte sich in die Arme Herrn Webers. »Ich habe dir gesagt, es wird gut.« Herr Weber spürte Tränen, die er nicht zurückhalten konnte. Es waren keine Tränen der Schuld, es waren Tränen der Erleichterung. Frau Schmidt kam in den Aufwachraum. Als sie endlich sehen konnten, hielt Herr Weber ihre Hand. »Es ist gut gegangen«, flüsterte er. Sie öffnete langsam die Augen, sah ihn an und sah zum ersten Mal seit Jahren keine Distanz, sondern Präsenz. Tage später, während sie sich zu Hause erholte, geschah etwas Unerwartetes. Ein Brief kam in der Wohnung an. Er war von einem seiner Hauptpartner. Darin stand, dass sie trotz seiner Abwesenheit beschlossen hatten, das Abkommen beizubehalten,
dass seine Haltung gegenüber der Familie unerwarteten Respekt hervorgerufen hatte, dass sogar die Investoren Führungskräfte mit klaren Prinzipien schätzten. Herr Weber las den Brief schweigend. Er hatte diese Konsequenz nicht erwartet, verstand aber etwas Tiefgründiges. Wenn man das Richtige wählt, kann die Welt lange brauchen, um es zu verstehen, aber sie respektiert es am Ende. Heidi kam näher. Das ist von der Arbeit? Er nickte. Sie werden dich ausschimpfen. Herr Weber lächelte. Nein, diesmal nicht. Das Mädchen umarmte ihn. Dann hast du gewonnen. Herr Weber sah sie zärtlich an. Ja, aber nicht wegen der Arbeit. Sie runzelte neugierig die Stirn. Warum dann? Er hielt sie fest und sanft zugleich. Weil ich geblieben bin. Heidi lächelte, als wäre diese Antwort ausreichend. Und das war sie auch. In dieser Nacht, während die drei an einem kleinen, aber gesprächsreichen Tisch zusammenaßen, verstand Herr Weber, dass die Transformation kein einmaliges Ereignis war, sondern eine tägliche Entscheidung. Er hatte die schwierigste Prüfung bestanden, sich selbst als Vater zu wählen. Aber es fehlte noch etwas. Es reichte nicht auszubleiben. Man musste aufbauen. Und in dieser kleinen Wohnung, zwischen Kinderzeichnungen und geordneten Medikamenten in einem Regal, wusste Herr Weber, dass der größte Reichtum, den er jahrelang ignoriert hatte, nur wenige Schritte entfernt war, aber noch etwas fehlte. Die Operation, die Genesung, die Anpassung und eine letzte Prüfung, die seine Transformation auf die Probe stellen würde, denn die Außenwelt würde seinen Wandel nicht leicht akzeptieren und bald würde er diese neue Priorität gegenüber denen verteidigen müssen, die den Wert des Bleibens nie verstanden hatten. Der schwierigste Kampf würde nicht gegen die Vergangenheit sein, sondern gegen die alte Version seiner selbst. Und dieser Kampf begann gerade erst. Die folgenden Monate waren nicht perfekt. Es gab keine magische Transformation, keine sofortige Versöhnung, es gab kein Märchenleben, es gab Realität, es gab Anpassung, es gab unbequeme Gespräche, es gab schmerzliche Erinnerungen, aber vor allem gab es Präsenz. Frau Schmidt erholte sich nach und nach, die Operation war erfolgreich gewesen, aber der Prozess erforderte Geduld. Herr Weber organisierte sein Leben neu, ohne es öffentlich bekannt zu geben. Er reduzierte Reisen, delegierte strategische Funktionen, hörte auf, an Veranstaltungen teilzunehmen, die er zuvor für unerlässlich hielt. Seine Partner bemerkten die Veränderung. Einige zogen sich zurück, andere waren überrascht, einige wenige begannen, ihn nachzuahmen. Denn wenn ein Anführer seine Prioritäten ändert, bewegt sich etwas in der Umgebung. Aber die tiefgreifendste Veränderung ereignete sich nicht in der Geschäftswelt, sondern in der kleinen Wohnung, wo Heidi jeden Nachmittag zur Tür rannte, wenn sie seine Schritte hörte. Papa ist da. Dieser Satz wurde zum wertvollsten Klang in seinem Leben. Herr Weber lernte Dinge, die er nie für wichtig gehalten hatte. Er lernte, dass eine Hausaufgabe dringender sein kann als eine Vorstandssitzung. Dass das Zuhören einer 5-mal wiederholten Geschichte mehr Wirkung hat als eine Konferenz, dass eine spontane Umarmung Jahre der Distanz heilen kann. Er lernte, ohne Terminplan zu sein, ohne Uhr zu bleiben, ohne zu unterbrechen zuzuhören. Eines Nachmittags, als Heidi am Tisch zeichnete, blickte sie auf. »Erinnerst du dich, als du mich am Restaurant hast sitzen lassen?« Herr Weber lächelte. »Ja, ich wusste schon, dass du es bist.« Herr Weber neigte den Kopf. »Wie?« Heidi zuckte mit kindlicher Natürlichkeit die Achseln. »Weil du traurig aussahst. Und Mama sagt, traurige Menschen brauchen manchmal einfach jemanden, der sie wirklich ansieht.« Herr Weber spürte einen Kloß am Hals. Jahrelang hatte ihn niemand wirklich angesehen. Man hatte ihn bewundert, man hatte ihn gebraucht, man hatte ihn respektiert, aber man hatte ihn nicht gesehen, dieses Mädchen schon, und das änderte alles. Mit der Zeit entschied sich Herr Weber für etwas Weiteres. Er wollte nicht nur von zu Hause aus helfen, er wollte das Gelernte in etwas Größeres umwandeln. Er begann, Programme für abwesende Väter zu finanzieren. Er schuf Beratungsstellen für Männer, die die Arbeit über die Familie gestellt hatten. Er investierte in öffentliche Spitäler, die Mütter ohne Ressourcen versorgten. Doch diesmal tat er es nicht des Images wegen. Es gab keine Pressekonferenzen, keine Namensschilder, es gab stilles Handeln. Eines Abends, als sie zu dritt durch einen nahegelegenen Park in Zürich gingen, nahm Heidi die Hände beider. »Jetzt sind wir wirklich eine Familie.« Frau Schmidt und Herr Weber sahen sich an. Es gab Narben, es gab Geschichte, es gab Fehler, aber es gab auch Entscheidung. »Ja«, antwortete er, »weil wir uns jetzt jeden Tag füreinander entscheiden.« Heidi lächelte zufrieden. Herr Weber verstand etwas Wesentliches. Vater zu sein war kein Titel, es war eine tägliche Praxis, kein Ereignis, es war Beständigkeit. Eines Nachmittags, als sie Kisten packten, um in eine größere, nicht luxuriöse, aber komfortable Wohnung zu ziehen, fand Heidi ihre alte Zeichnung, die mit den 3 Hand in Hand haltenden Figuren. Sie hielt sie stolz hoch. »Schau mal«, sagte sie, »jetzt sieht es wirklich so aus.« Herr Weber betrachtete die Zeichnung. Die Figur des Vaters war nicht mehr distanziert. Sie war in der Mitte,
fest beide Hände haltend. »Danke, dass du an mich geglaubt hast«, flüsterte er. Heidi runzelte zärtlich die Stirn. »Ich habe nicht geglaubt. Ich wusste es.« Diese kindliche Gewissheit war das größte Geschenk, das er erhielt. Mit der Zeit wurde die Wohnung zurückgelassen. Nicht aus Scham, nicht aus Ablehnung, sondern weil sie jetzt zusammenwachsen konnten. Das neue Zuhause hatte keine Exzesse, es hatte Balance. Herr Weber war immer noch erfolgreich, aber nicht mehr besessen. Er hatte gelernt, Nein zu unnötigen Meetings zu sagen. Er hatte gelernt, dass Geld ein Werkzeug ist, keine Identität. Er hatte gelernt, dass Abwesenheit kostspieliger ist als jeder finanzielle Verlust. Eines Abends, als Heidi schlief, kam Frau Schmidt zu Herrn Weber. »Weißt du, was mich am meisten überrascht hat?« fragte sie. »Was? Dass du nicht versucht hast, dich zu verteidigen, als du die Wahrheit erfahren hast.« Herr Weber atmete tief ein, denn es gab keine mögliche Verteidigung. Sie nickte. Und das war es, was alles verändert hat. Demut war keine Schwäche, es war Reife. Herr Weber verstand, dass wahre Führung nicht in Vorstandssälen ausgeübt wird, sondern in intimen Entscheidungen. I am Bleiben, wenn es einfacher ist zu gehen, I am Zuhören, wenn es bequemer ist zu ignorieren, I am Übernehmen, wenn es verlockend ist, sich zu rechtfertigen. Jahre später, als Heidi bereits älter war, bat eine Lehrerin sie, einen Aufsatz über die Person zu schreiben, die sie in ihrem Leben am meisten überrascht hatte. Heidi schrieb: »Mein Papa hat mich überrascht, weil er beschlossen hat zu bleiben. Er sprach nicht von Geld, nicht von Firmen, nicht von Geschenken. Er sprach von Präsenz.« Als Herr Weber diese Zeilen las, verstand er, dass sein größtes Vermächtnis keine Gebäude oder Investitionen sein würden, sondern dieser Satz: er beschloss zu bleiben. Manchmal glauben wir, dass Erfolg daran gemessen wird, was wir ansammeln, was wir erreichen, was wir der Welt zeigen. Aber das Leben bewertet uns stillschweigend anders. Es fragt uns: Warst du da, als jemand dich brauchte? Hast du dich entschieden zu bleiben, als es unbequem war? Hast du die Menschen um dich herum wirklich angesehen? Herr Weber, der Millionär dieser Geschichte, hatte alles außer dem Wichtigsten. Und es war eine einfache Frage, gestellt von einem hungrigen und hoffnungsvollen Mädchen, die ihn zum Erwachen zwang. »Papa, darf ich bei dir essen?« Diese Frage sprach nicht nur von Essen, sie sprach von Gesellschaft, von Präsenz, von Liebe. Denn am Ende erinnern wir uns nicht daran, wie viel wir verdient haben. Wir erinnern uns daran, wer da war. Wenn Sie heute die Möglichkeit haben zu bleiben, tun Sie es. Wenn Sie anrufen können, rufen Sie an. Wenn Sie zuhören können, hören Sie zu. Denn die Zeit kehrt nicht zurück. Aber Entscheidungen können die Zukunft ändern. Und manchmal ist der größte Akt der Liebe nicht zu versprechen, sondern zu bleiben.